Habt ihr den Schluss vom Lied richtig zugelassen? Der geht nämlich so, ist noch ganz spannend. Alles, was du wissen musst, kannst du auch die anderen fragen. Haben die dann keine Lust, kannst uns auch noch Google sagen. Stell dich doof und sei schön. So kann das Leben gut aussehen und am Ende ganz zur Not stellen wir uns einfach tot. Manchmal ist es nämlich gar nicht so schlecht, man stellt sich einfach ein bisschen dumm, weil dann wird man lieber unterschätzt wie überschätzt. Ja, wie ist der Mythos entstanden, dass ich unbedingt einen Mann mit Haar auf der Brust will? Das ist ganz einfach. Ich habe es natürlich so im Fernsehen gesagt. Alle, die Bauerlady gesucht geschaut haben, haben das live im Fernsehen gehört und ich bin abgehockt vor Lachen. Ich konnte im Fall nicht mehr können in dem Moment, weil wir haben das bei uns auf unserer 7 Meter Leinwand in der Halle im Go Wild West in Wolfwil gezeigt. Die Halle war bumsvoll, alle Leute dort und haben mich im Fernsehen gesehen, oder? Und dann kommt das. Ja, eben, was muss ein Mann für dich haben, Isabel, damit er spannend ist? Und ich so, ja, er sollte Haar auf der Brust haben. Und dann hat es geheißen, ja, und wenn er kein Haar auf der Brust hat? Dann habe ich gesagt, ja, vielleicht hat er halt ein Haar am Vödli. Ja, genau. Und so ist das nachher live gesendet worden und das verfolgt mich heute noch. Aber wie ist es dazu gekommen? Also es ist jetzt effektiv so, es gibt ja immer Gerüchte, oder, dass Kamerateams ja in den Leuten eigentlich die Sätze vorgibt oder so, und das stimmt überhaupt nicht. Also man ist effektiv einfach sich selber, also meinen Scheiß habe ich definitiv selber rausgelassen, ich hatte auch selber die Idee gehabt. Aber es ist tatsächlich so, oder, wenn sie jetzt irgendwie dir wollen etwas Gutes tun und irgendwie sie stellen eine Frage und sagen, in welche Richtung sie dann eine Antwort erwarten oder so, damit es vom Faden her, vom roten Faden nachher wieder passt, oder? Dann haben sie gesagt, ja, vielleicht irgendwie eine breite Schulter oder so. Es gibt ja ganz viele Bauern, die trauen nicht zu reden oder sie können es halt nicht so, weil mich hören ja, hey, mein Maul läuft ja grauenhaft schnell, oder? Aber das ist nicht bei allen der Fall. Und dann wollen sie helfen und das war eines der ersten Mal, wo ich vor der Kamera war. Und dann nachher haben sie mir natürlich helfen. Die haben ja natürlich noch nicht gewusst, dass ich so schnüren kann. Genau, und dann haben die so Zeug gesagt und dann habe ich gedacht, nein, die hat mir so eine Auswahl gegeben und dann habe ich gefunden, nein, ich sage doch nicht, was ihr mir gesagt habt und habe halt selber etwas gesagt. Also für mich ist halt eigentlich Haar auf der Brust ein Synonym für einen Mann, der breite Schultern hat oder einfach einen starken Rücken oder so, einfach, der mich auffangen kann, oder? Und dann nachher haben sie eben gefragt, ja und was, wenn er kein Haar auf der Brust hat? Und dann habe ich gedacht, ja, ist das jetzt eine blöde Frage, gebe ich eine blöde Antwort. Dann habe ich gesagt, eben Haar am Vödli. Aber das dürfen ihr natürlich nie sagen, wenn die Kamera läuft, oder? Weil das Spiel, blöde Frage, blöde Antwort, funktioniert dort nicht so ganz, wenn ein Kamerateam im Spiel ist. Das ist alles aufgezeichnet worden und genauso ausgestrahlt worden. Auf jeden Fall richtig lustig. Also ich habe mich total amüsiert, als ich das gesehen habe, weil genau wegen so Deppen wie mir schaue ich ja Fernsehen. Also ich habe mich köstlich amüsiert. Ich wünsche euch viel Spass mit dem nächsten Lied. Und nachher kommen wir noch einmal von Maxim zurück. Wir werden uns nen Bagger mieten, weil wir das Bagger